Ciao zusammen, ich bin der Swiss Mogli von der Swiss Angry Noobs. Ihr wisst, bin ich der Techniker im Streaming von der Swiss Angry Noobs. Ich tue sehr gerne neue Gadgets testen und auch heute habe ich etwas ganz Spezielles für euch auf Lager. Ich würde euch das gerne vorstellen. Und zwar habe ich von der Samsung den neuen 49 Zoll Curved Gaming Monitor CRG90 zum Testen bekommen. Ich muss ihn leider zurückgeben. Ich würde ihn ehrlich gesagt sehr gerne behalten und erkläre euch jetzt, warum das so ist. Vielleicht ganz kurz zu der Spezifikation, es bereits gesagt, es ist ein 49 Zoll Curved Monitor, hat eine Auflösung von 5120 x 1440 Pixel. Das ist eine ganze Menge von Pixeln, die euch da an den Kopf geworfen werden. Das ist unglaublich cool für die Dimension. Es ist ein 32:9 Format, ihr seht es ist eine hohe breite Kiste und für ganz spezielle Spiele ist es unglaublich cool. Deswegen würde ich den auch sehr gerne behalten. Darf wahrscheinlich nicht, ich glaube, die können wir auch holen, wenn einfach jetzt nicht zurückschicken. Die Pixelanzahl, das entspricht plus minus 27 Monitore QHD-Auflösung. Also das entspricht eigentlich einem normalen Setup mit 10 Monitoren und man hat gleichwohl relativ hohe Auflösung und Bildwiederholungsrate. Ein Monitor hat noch 2-3 andere Schmanken zu bieten, unter anderem HDR1000 und auch QLED-Technologie, unter anderem auch AMD Radeon FreeSync 2. Das ist so ein bisschen das AMD-Pendant zum G-Sync von Nvidia. In meinem Fall bringt das nicht so viel, weil ich eine Nvidia-Grafikkarte drin habe, aber sicher ein ganz cooles Gadget. Die 120 Hz habe ich schon gesagt, für mich heutzutage eigentlich ein Muss, auch bei solchen Bildschirmen. Das schlägt mein Nerdherz selbstverständlich höher. Und er hat auch noch ganz spezielles Feature einbauen, das zum Beispiel für Streamer sehr interessant könnte sein, und zwar ein Picture-by-Picture. Das heisst, man kann den Bildschirm eigentlich teilen, man hat auf dem gleichen Bildschirm zum Beispiel die Eingabe vom Gaming-Content und als Streamer eben zum Beispiel das OBS, das man nebenan noch hat, und das alles auf einem Screen macht natürlich ein Setup auch einfach zum Aufbauen. So. Jetzt habe ich viel geschnurrt, aber sind wir ehrlich, ihr seid nicht da, ihr schaut das Video nicht, weil ihr mir sehen schnurren oder hören schnurren, sondern ihr wollt das Baby in Action sehen und das machen wir hier und jetzt. Let's go! So, wir schauen doch mal ganz kurz durch die GTA. Jetzt ist leider die Nacht. Ihr seht das hier, das ist unglaublich breit. Gehen wir jetzt heute kurz das Auto auslehnen. Ich tue es nur auslehnen, das ist wunderschön. Es ist natürlich nicht, dass ich das Auto stellen oder so. Okay. Ja. Also, es steigt nicht aus. Also, ich komme mit. Okay. Let's go. Und ihr seht hier natürlich, das wirkt einfach ganz anders, weil ihr links und rechts ein riesiges Sichtfeld habt. Wir haben jetzt hier mit der GTX 1080 Ti haben wir da zwischen 85 bis 100 Frames per Second. Das macht alles ohne Probleme. Wirklich jetzt, der nicht blinkt. Okay. Und ihr seht, es wirkt natürlich ganz anders. Also wenn wir jetzt einfach einen normalen Story-Modus sehen. Ich kann euch das ganz kurz zeigen, wenn wir nämlich die Story spielen, dann sieht das nämlich so aus. Wo haben wir jetzt das noch mit? So, okay. Ihr seht, das ist jetzt das ein Format, das ist lustig, im GTA wird das so gezeigt. Das ist jetzt wahrscheinlich ein 4:3 Format, 3:4 Format, 4:3 Format. Das ist das, was man auf einem normalen kleinen Bildschirm sieht. Und ihr seht jetzt links und rechts hat man einfach riesen Felder, wo es einfach schwarz ist. Das ist jetzt ein sehr guter Vergleich. Das ist ein Fluch. Ihr seht hier relativ gut, wie ein Spiel sonst würde aussehen, wenn man es auf einem normalen Bildschirm spielt. Links und rechts ist jetzt schwarz. Wenn wir weitergehen, dann sieht man relativ gut, wie das da ganz anders wirkt. Wir gehen da ganz... Wir spielen da ganz kurz weiter. Gehen wir jetzt mal mein Auto klauen. Das ist mein erster Auftrag. Let's go. Okay. Und ihr seht, auch hier wieder geht es wieder zusammen auf das ursprüngliche Format. Bei den Zwischensequenzen. Okay, und dann seht ihr jetzt auch hier wieder, wirkt es einfach ganz anders in so einer Breite. Ja, der Dude läutet mal an. Hey, right up here, homie. Aber es wirkt natürlich einfach gut. Hey, fahre nicht gut. Das kann nur mir passieren. Ihr seht, aber es ist natürlich eine ganz andere Geschichte hier. Wir schauen doch noch ganz kurz durch die anderen Spiele an. GTA 5 finde ich schon mal geil mit so einem Bildschirm. So, und als letztes Spiel würde ich gerne noch ganz kurz das Formel 1 2018 anschauen. Wir haben ja unseren Ravioli Cup gemacht. Ich habe jetzt extra für das mein Steuerrad wieder vorgenommen.
Und ihr seht bereits wieder im anderen Screen, seht ihr hier, dass auch hier wieder das 16:9 Format unterstützt wird. Jetzt sehen wir aber hier, wenn wir jetzt in das Zeitfahren reingehen, in das Kerl nehmen, Australien, sensationell. Und jetzt hoffen wir, dass der Steuerrad gut eingestellt ist. Dann sehen wir nachher, wie es dann wieder aufgeht. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Spiel, wo eben zum Beispiel die hohe Bildwiederholungsrate von 120 Hz sehr wichtig ist, dass man einen direkten Input hat bei dem Ganzen. Ist echt das gut eingestellt? Auch schon. He? Die hohe Bildwiederholungsrate erlaubt eigentlich, dass man eine sehr direkte Eingabe hat. Also das, was ich hier mache, wird eigentlich relativ schnell umgesetzt. Das ist etwas, was sonst kompetitive Spieler sehr schätzen. Und hier eben das 32:9 Format, das wir jetzt hier sehen, man sieht das nachher im Spiel, das ist einfach cool, wenn es darum geht, die Immersion. Wir gehen jetzt einmal auf den... Sorry, ich muss mich konzentrieren. Und man sieht einfach, das ist jenseits, oder? Wenn man jetzt hier schaut, normalerweise sind einfach genau diese Ausschnitte hier und der Rest ist jetzt einfach, es ist nicht wirklich relevant für das Spiel, aber für die Immersion ist es unglaublich wichtig, dass man das zeitliche Bild auch noch sieht. Ist jetzt sehr, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die gerne Rennspiele spielen und ein 1A-Setup wollen, die nehmen irgendeinen Bildschirm hier, so wie eben so einen Samsung. Hier ist natürlich der Vorteil, wir können das Ganze auch mit einem Triple-Bildschirm-Setup machen, das habe ich auch mal gehabt. Dort hier ist einfach so, dort hat man natürlich mit dem Field of View hat man ein bisschen zu kämpfen, das muss man jedes Mal noch einstellen. Hier, das ist jetzt out of the box, da habe ich jetzt gar nichts eingestellt. Das ist einfach so, wie es halt kommt. Und wir haben auch nicht die restigen Rahmen, die eigentlich den Spielfluss drüber oder wo man dann korrigieren müsste. Mit der Bezel-Software von Nvidia zum Beispiel. Ich würde jetzt fast so weit gehen und sagen, für Rennspiel Spieler oder Enthusiasten ist so ein Bildschirm schon fast ein Muss. Also wenn man sich die Steuer angezogen hat, wenn man bereits einen guten PC hat, wenn man schon alles zusammen hat und nicht mehr weiss, woher mit dem Geld, that's the thing you wanna buy. Aber der 100 Pro. So, jetzt fahre ich einfach noch ein bisschen und dann machen wir dann noch den Abschluss. Machen wir die Frontansicht. Kommt natürlich die Geschwindigkeit ein bisschen anders über. So, he? Also, wenn wir schneller fahren würde. Komm jetzt! Da wackelt sogar der Frontspoiler, wenn ich da über Curbs einfahre. Das ist also wirklich nicht schlecht. Jetzt tue ich noch die Cockpit-Ansicht testen, sind wir jetzt auch noch gewundert. Oho. Ja gut, da siehst du jetzt nicht mehr so viel wegen dem Cockpit selber. Ja, du siehst hauptsächlich das Cockpit. Aber ist okay. So Formel 1-Pilot wäre eigentlich auch noch ein geiles Leben. He? Jetzt habe ich nur die Curbs berührt, please. Ihr wisst, was ich meine. Also, liebe Leute, jetzt hier noch zum letzten Feature von diesem Bildschirm, das mir wahnsinnig imponiert. Und zwar, dieser Bildschirm hat eingebauten Picture-in-Picture-Modus. Das heisst, auf der linken Seite habe ich jetzt den Gaming-PC, auf der rechten Seite ist jetzt ein anderer PC, das ist jetzt der Laptop, den ich hier mit der Tastatur steuern kann. Das heisst, als Streamer kann man jetzt theoretisch alles auf einem Bildschirm machen. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier spielen und auf dem hier meine ganze OBS-Software, mein Twitch-Chat und kann ich hier beobachten. Das macht natürlich ein Setup relativ einfach. Wenn man schon den Rest von meinem Setup anschaut, der da im Hintergrund ist natürlich viel mehr da. Also das heisst, ich kann jetzt da ganz kurz rein, Trainingsmode. Dann sieht man das da vielleicht noch, wie das funktioniert. Und hier könnte jetzt zum Beispiel eben Twitch aufstarten. Da. Also ihr seht, ich würde natürlich jetzt dementsprechend ein bisschen anders herhocken. Ich würde natürlich jetzt auf diesen hier Teil des Bildschirms konzentrieren. Es ist natürlich genug gross dass ich einfach auf einer Seite spiele, da ist die Auflösung mehr als genug. Hier ist leider so, ich habe bei diesem PC eine Xeon-CPU drin, der ist leider nicht sehr hoch taktet, der hat wahnsinnig viele Kerne, aber ist nicht hoch taktet und mit dem kann das PUBG im Moment nicht umgehen. Deswegen hat das hier manchmal ein paar Lags. Ich weiß jetzt nicht, wie es da Dings tut. Ja. Also das heisst, ich würde jetzt hier spielen und auf der anderen Seite hätte ich jetzt einfach hier den Chat offen, oder hätte ich meine ganzen OBS-Geschichten und das ist natürlich rein vom Setup her ist das unglaublich cool. Das wäre eben etwas. Finde ich ein ganz cooles Feature, habe ich so eigentlich noch gar nie gesehen. Voilà, das war es eigentlich von der... Merci. Das war es eigentlich mit Tricks und Gags. Ciao zusammen.